Wir stellen vor, unsere heutigen Gäste im Wir stellen vor sind die Auerbuben. Das sind die zwei Brüder, der Raphael und der Niklaus Auer. Der Raphael spielt die steinerische Harmonika und der Niklaus ist der Leadsänger und der Unterhalter. Er spielt auch die selber gemachten Instrumente, wie zum Beispiel eine Spritzkanne, die umfunktioniert wird zu einem Kontrabass. Und mit hundsgewöhnlichen Suppenlöffeln spielt er auch noch. Und was er uns schon noch erzählt hat, das hören wir jetzt. Raphael Auer, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns auf Radio Zürich Nord ein Skype-Interview zu machen. Gerne möchte ich von dir wissen, wie hat eigentlich musikalisch alles bei dir angefangen? Hallo, grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio Zürich Nord. Wir, die Auerbuben, begrüßen euch ganz herzlich und sagen Hallo und Servus. Wir haben eigentlich mit unserer Musik ganz klein begonnen, in ganz frühen Jahren, weil wir eigentlich musikalisch sehr vorbelastet waren. Der Opa hat schon gespielt, sicher, und Mutter hat schon gespielt. Muss man auch dazu sagen, es ist ein sehr strenger Lehrmeister gewesen, die Mutter, aber das hat uns immer wieder aufgerafft, nicht aufzugeben und einfach unsere Musik zu spielen. Und angefangen hat eigentlich alles beim Vater auf der Geburtstagsfeier. Da hat noch Mutter und ich mit der steirischen und mit dem Akkordeon gespielt. Und dann hat der Opa gesagt, ihr könnt doch auf meiner Geburtstagsfeier genauso spielen, weil es so gute Unterhaltung war. Und so haben wir eigentlich dann nur im kleinsten, also meinen kleineren Bruder, in Nikolaus, mit herangezogen. Der hat nie so Instrumente gemacht, muss man sozusagen eigentlich sagen. Er war immer mehr der Gaudimax und der Leutenunterhalter. Und somit hat er die Stelle vom Bandleader in dem Sinn übernommen und somit waren die Auerbuben geboren. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr Auerwurm nennt? Ja, das war eigentlich, wir haben lang überlegt, eben, weil wir dann eben die Chemie hat gestimmt zwischen Bruder und mir, und da haben wir lange überlegt, was kann man für einen Namen nennen, und dann haben wir gesagt, Our Boys passt nicht gut, weil wir wollen schon der Tradition treu bleiben. Our Männer, da haben wir uns doch zu jung gefühlt noch, und dadurch haben wir eigentlich gesagt, weil Buben, das ist bei uns sehr verbreitet, der Ausdruck für Jungs in dem Sinn, haben wir gesagt, Our Buben, unser Name. Okay, du hast gesagt, die Familie ist schon vorbelastet mit Musik, der Opa und die Mutter. Was hat der Opa für ein Instrument gespielt? Der hat auch die steirische Harmonika gespielt, zwar noch in einer älteren Ausführung, mit der habe ich dann auch begonnen zum Lernen, selbst Stücke zu spielen. Und die Mutter, was hat die gespielt? Meine Mutter, die hat in frühen Jahren schon Akkordeon angefangen zum Lernen. Die hat zur Kommunion ein Akkordeon geschenkt bekommen und dann natürlich wieder vom damaligen Vater, also mein Opa, im Drill das Akkordeon erlernt und jetzt immer noch fleißig dabei beim Spielen. Du hast gesagt, deine Mutter sei eine strenge Lehrerin gewesen. Wie hat sich das ausgewirkt? Nein, also sie war sehr dicht drauf, uns einfach mit Musik zum Erziehen. Wir haben auch schon in der Grundschule Blockflöte gelernt und sind eigentlich somit musikalische reingewachsen. Und sie hat uns auch dann immer unterstützt, wenn man mal mit der Harmonika hängen geblieben ist in einem Musikstück oder andere Sachen eben mit meinem Bruder, der wo
die Ankündigungen macht und Witze erzählt und Geschichten und die Leute unterhält, auch gute Tipps gegeben. Würdest du auch noch so freundlich sein und uns auf der Harmonika etwas zu spielen? Für die Hörerinnen und Hörer von Radio Zürich Nord. Das ist von den Schützenjägern die Tiroler Burmpolka. Und jetzt geht's mit dem Interview weiter. Was ist der Unterschied zwischen der steirischen und der üblichen Harmonika? Die steirische Harmonika, die hat Knöpfe an der rechten Diskantseite und praktisch an der linken Seite beim Bass genauso Knöpfe. Und bei Zug ist ein anderer Ton wie bei Druck. Wenn man anzieht, praktisch beim Balk, ist ein anderer wie wenn man zudrückt. Und beim Akkordeon ist es so, wir haben an der rechten Diskantseite Tasten und links Knöpfe. Aber beim Akkordeon ist Zug und Druck der gleiche Ton. Das ist der Unterschied eigentlich da drin. Raphael, wir geben dir das Schlusswort. Servus, liebe Hörer von Radio Zürich Nord. Das ist der Auer Raphael und die Auer Burm. Ich darf mich recht freuen, wenn ihr auf unserer Homepage vorbeischaut oder auf Facebook könnt ihr uns erreichen. Wir würden uns sakrisch freuen, wenn ihr uns einen kleinen Kommentar oder einen kleinen Gästebucheintrag hinterlassen würdet. Macht es gut. Servus, euer Auer Raphael. Im Namen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und unseren Moderationskollegen danken wir dir für das Interview. Ja, ich sage auch herzlichen Dank an das ganze Team und an dich, Mario, dass wir eigentlich ganz auf uns zukommen seid zu dem Interview. Super, Dankeschön, gell?